Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass Sie wieder das Kreuzlinger Fernsehen gefunden haben, auf Ihrer Fernbedienung eingeschaltet haben. Und Sie haben es gerade im kleinen Einspieler gesehen. Ich habe die Frau Stadträtin Barbara Kern hier zu Gast. Es geht um das Thema oder um die Fragestellung Mobilität, Wohnen, Dienstleistungen, die sich nämlich im Alter ändern. Und dazu gibt es jetzt einen Fragekatalog und der ist hier in Kreuzlingen an die Haushalte 50 plus gegangen. Und über das Thema möchte ich mit Frau Kern gerne sprechen. Grüß Gott, grüezi, herzlich willkommen. Ja. Frau Kern, dieser Fragebogen, der ist jetzt draußen, den haben Sie zusammen mit der Terz-Stiftung vorgenommen. Um was geht es da genau? Ja, da geht es genau darum, wir haben ja ein Großteil unserer Bevölkerung ist ja 50 plus, beziehungsweise wir haben mit der demografischen Entwicklung zunehmend mehr ältere Leute in unserer Stadt. Ich habe gerade heute noch die Richtlinie vom Regierungsrat angeschaut und in der Richtlinie vom Regierungsrat steht, dass im Jahr 2015 3,2% Bevölkerung lebt im Thurgau, die über 65 Jahre sind. Also bis 2030 werden wir eine Bevölkerung haben, die zunehmend in diesem Segment ist, weil ja jetzt Babyboomer kommen. Und wir möchten gerne von der Stadt wissen, also mein Departement, wo ja das Thema Alter hat, wir möchten gerne wissen, ist das, was wir bis jetzt aufgeleistet in der Stadt haben, am Alter, das sehen Sie an dieser Broschüre da, ist das genügend oder an was mangelt es noch? Und das kann man nicht besser machen als mit einem Fragebogen, in dem man die Bevölkerung befragt und sagt, haben Sie das Gefühl, im Hinblick auf Ihr Alter, dass Sie genügend gute ÖV haben, dass Sie genügend Gehwege haben, die ausgerichtet sind auch auf eine Behinderung, wenn Sie später mal am Rollator gehen? Haben Sie Möglichkeiten, sich regelmäßig hinzusetzen? Können Sie sich vorstellen, in einer Wohnung zu wohnen, wo man in einer Altersinstitution oder wollen Sie lieber im altersdomischen Wohnen? Die heißen also ganz verschiedene Fragen, die mit dem Leben und Wohnen im Alter zu tun haben. Jetzt sagen Sie mir, wie sind Sie denn zur Terz-Stiftung gekommen oder wie ist die Terz-Stiftung zu Ihnen gekommen? Die Terz-Stiftung ist auf mich zugekommen. Sie haben die Befragung Leben und Wohnen im Alter in Gossau gestartet. Also sie haben das Pilotprojekt gestartet und dann hat es einen politischen Wechsel gegeben, der Exekutive. Der zuständige Stadtrat ist abgewählt worden in den Regierungsrat und durch das hat es eine zeitliche Verschiebung gegeben und sie haben eigentlich das Projekt wirklich vorantreiben und wie Kreuzlingen von der Grösse her, etwa auch so groß ist wie Gossau. Gossau hat etwa 18'000 Einwohner, Kreuzlingen ein bisschen mehr. Haben sie gefunden, ja, wir geraten mal an die Stadt Kreuzlingen und schauen, ob die Stadt Kreuzlingen bereit ist, das Projekt zu machen. Und ich finde das sehr eine gute Sache. Sie haben mir freundlicherweise mal so eine Befragung mal mitgebracht. Das ist auch ganz lustig. Es gibt kein Anschreiben. Das Anschreiben ist direkt auf der ersten Seite drauf. Und ich sehe 8 Seiten mit unterschiedlichsten Themen. Das macht man ja nicht von heute auf morgen, sowas zusammenzustellen. Seit wann sind Sie dran? Seit wann laufen da Gespräche? Und wer saß vor allen Dingen am Tisch und hat da mitgesprochen? Also wir sind offiziell dran seit Ende August. Und zwar haben wir ein bisschen zurückgehen ins Jahr 2012, 2013. Wir haben ja ein Alterskonzept, Aufbau auf das Konzept vom Kanton Thurgau, das im 2012 der Stadtrat zur Kenntnis genommen hat. Und anhand von dem Alterskonzept haben wir eine sogenannte Drehscheibe erarbeitet mit verschiedenen Partnern. Prosenektuten, mit den Altersinstitutionen da in Kreuzlingen, mit der Spitex und mit den sozialen Diensten auch von Münsterlingen, wo wir gefunden haben, wir müssen so eine zentrale Fachstelle haben, die sich vor allem mit den Altersfragen befasst. Wir haben ja überall verstreut in der Stadt in die Institutionen, aber wir haben nicht wirklich eine Fachstelle, wo die Leute herkommen bei Altersfragen. Und das ist dann im 2012 ist das Projekt entstanden und dann hat man aufgrund von anderen wichtigen Projekten hat man dann das ein bisschen ad acta gelegt. Und jetzt, durch das Alterskonzept zwingend muss überarbeitet werden, habe ich einen Weg gesucht, wie können wir diese Frage angehen. Was braucht es wirklich für das Alter, für die Menschen, die da leben in Kreuzlingen? Und dann habe ich eben mit dem Herrn Künzli zusammen und dem runden Tisch mit all diesen verschiedenen Altersanbietern, wie schon erstens genannt, Prosenektute,
Spitex, die ganzen Altersinstitutionen. Da sind wir am 26. August an einem runden Tisch gesessen und haben gefunden, doch, den Fragebogen den wollen wir zusammen erarbeiten. Und dann ist es losgegangen. Und jetzt sehe ich hier auf Deutsch, auf der Frontseite steht alles beschrieben, um was es da geht. Haben Sie daran gedacht, weil Kreuzlingen ja eine Multikulti-Stadt ist, auch verschiedene Übersetzungen anzubieten? Oder ist es so gelungen, wie es sein muss? Also wir haben natürlich schon, das ist schon ein Thema bei uns, weil ja Kreuzlingen eine Stadt ist, wo sehr viele Personen haben, die mit Migrationshintergrund leben bei uns, die hier auch älter werden. Und dann haben wir mal anhand des Jahresberichts geschaut, welche sind die häufigsten ausländisch gesprochenen Sprachen. Neben Deutsch ist natürlich ist Albanisch und natürlich Türkisch. Und dann haben wir uns das überlegt, möchten wir in diesen zwei Sprachen noch zusätzlich den Fragebogen anbieten in Türkisch und Albanisch und haben dann aber müssen davon abkommen, weil die Frage hat sich dann schnell einmal erübrigt, weil wir haben ja vom Einwohneramt dann müssen fragen, wie heißen die Menschen da, die Bewohnerinnen und Bewohner in Kreuzlingen. Und dann haben wir plötzlich müssen sagen, ja, wenn jemand einen italienischen Namen hat, heisst das nicht automatisch, dass er kein Deutsch kann. Und darum haben wir dann entschieden, auch in der Stadtrat hat ja den Fragebogen verabschiedet, auch in der Stadtratssitzung, dass man nur auf Deutsch anbietet, aber dass Menschen mit Migrationshintergrund, die die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen, Möglichkeiten haben, über ihre Vereine, wo sie verkehren, dort Kontakt aufzunehmen Hilfe zu bekommen. Und darum haben wir noch beschlossen, dass ich jetzt, und der Brief wird am Freitag rausgehen, die Ausländervereine anzuschreiben und sie zu bitten, ihre Mitglieder zu unterstützen beim Ausfüllen von dem Bogen, was ganz, ganz wichtig ist, denn der Rücklauf auch. Ja, bezüglich Rücklauf, was erhoffen Sie sich denn? Was wäre denn ein glückliches Ergebnis bezüglich Rücklauf? Ich wär sehr glücklich, wenn wir 30% hätten. Aber das ist wahrscheinlich, ja, ich sage jetzt mal, es wäre sehr gut. Wenn wir 30% hätten, wäre super. Es ist Ihnen ja ein wichtiges Anliegen, dass der Rücklauf kommt. Die Leute können bis zum 17. Februar direkt an die Terz-Stiftung zurückschreiben. Genau. Was wichtig ist, ist, dass es anonym ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Also der Fragebogen wird anonym ausgefüllt. Sie haben auch auf dem Fragebogen eine Direktnummer zum Herrn Dr. Meier. Wenn man Fragen hat, oder man hat auch eine E-Mail-Adresse von dem Dr. Meier, wo dann es ist ein Gerontologe bei der Terz-Stiftung, der nachher auch dann die Fragen auswerten. Oder Sie können auch die Fragen online ausfüllen. Und es ist uns ganz, ganz wichtig, dass das anonym ist und dass so viele wie möglich Leute mitmachen. Weil je breiter oder je mehr Leute den Bogen beantwortet haben, desto breiter haben wir auch ein Ergebnis. Also, das ist natürlich, man nimmt natürlich einen sehr massiven Einfluss, wie wir dann weitergehen mit dem ganzen Projekt. Ich habe gesehen, es sind insgesamt 36 Fragen, allgemeine Angaben, Wohnsituation, Wohnumgebung und Mobilität, Dienstleistungen, Freizeit, Kultur und Bildung und Information. Wie lange braucht man denn, um so diesen Bogen auszufüllen? Haben Sie mal geprüft? Das habe ich jetzt noch nicht geprüft. Ich warte, bis er mir ins Haus flattert. Aber ich denke, es sind nicht Fragen, die jetzt extrem... Ich denke, 20 Minuten wird man brauchen. Also, normalerweise sagt man ja, einen Fragebogen ausfüllen, der länger als 20 Minuten geht, das ermüdet die Leute. Vielleicht ist es auch nur eine Viertelstunde. Und, aber ich gehe jetzt mal davon auf, die älteren Leute, die jetzt erst nach Kreuzlingen gekommen sind oder in die Schweiz gekommen sind, wo sie schon älter waren und die Sprache nicht so beherrschen, die haben ja unterdessen auch Kinder, die sie können fragen, wenn irgendeine Frage nicht klar ist. Aber ich glaube, sie sind sehr gut verständlich und die Leute sollten das relativ zügig können beantworten. Also schon eine ganz wichtige Sache. Wann der Rücklauf bis zum 17. Februar, dann muss ja die Terz-Stiftung erstmal auswerten, mit Ihnen Ergebnisse diskutieren. Und wann erfährt denn der Bürger dann von den Ergebnissen? Also ich hoffe, dass wir das können April, Mai, Ende April, Mitte Mai, dass wir dann die Ergebnisse bekannt geben können. Okay. Ja. Jetzt haben Sie noch keine Ergebnisse. Der Fragebogen wird ja jetzt erst in den kommenden Tagen verschickt. Ist jetzt schon verschickt worden bezüglich altersgerechtes Wohnen.
Was ist denn da Ihre Vision oder Idee? Wo könnten Sie sich denn noch altersgerechtes Wohnen hier in Kreuzlingen vorstellen? Also ich könnte mir das schon vorstellen, das spreche ich jetzt aus dem Anliegen, das ich eigentlich hätte. Wir haben ja jetzt das Stadthaus, das dann gebaut wird, und wir haben freistehende Häuser. Und wir haben vor allem an der Marktstraße eine zentrale Lage. Und ich denke, die ältere Bevölkerung oder Leute, die daherkommen im Pensionsalter, die ziehen auch nach Kreuzlingen, weil alles so ziemlich zentral ist. Geschäft, Einkauf, dann die Post, dann der ÖV ist vor allem ganz wichtig. Man ist mit dem Bus schnell am Bahnhof. Dass es ganz wichtig ist, dass man so altersgerechte oder durchmischtes Wohnen. Ich bin eine Befürworterin, dass man jung und alt gemeinsam wohnen. Und das könnte ich mir gut vorstellen an der Marktstraße zum Beispiel. Das ist ja sehr zentral, wo jetzt auch der Parkplatz ist und also gerade anschliessend das Stadthaus. Aber das ist meine Vision, die ist noch mit niemandem besprochen. Aber ich denke, das wäre etwas, wo man in einer Studie dann andenken. Und dann alt und ganz jung zusammen, ja, zum Beispiel. Genau, also auch generationenübergreifend. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass eine Kinderkrippe dort reinkäme. Also das sind alles so Visionen, wo man sich realistischer denken. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Abschließend dazu kann ich jetzt nur noch mal appellieren an alle 50-Plus-Jährigen, genau. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte füllen Sie diese Studie aus oder nehmen Sie daran teil an dieser Studie. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht ja um die Zukunft, auch um die älter werdende Generation in Kreuzlingen. Und da sind wir noch mal beim Departement Soziale Dienste. Es besteht ja nicht nur aus solchen Studien, sondern Sie haben ja auch noch andere Aufgaben. Dazu gehört zum einen der Bereich Sozialversicherungen, zum anderen der Teil Sozialhilfe. Da gab es im Dezember, glaube ich, eine Medienmitteilung, dass die Sozialhilfe Kreuzlingen auf einem richtigen Weg ist. Da haben sie ein Beratungsinstitut da gehabt und die haben was ausgewertet. Was sind die Ergebnisse? Also die Ergebnisse, das hat man auch können lesen in der Zeitung, die sind sehr gut. Also die letzten 2 Jahre haben wir in meinem Departement, also vor allem nur in der Sozialhilfe, Reorganisation auf den Weg geleitet. Wir haben einfach feststellen, wir haben sehr viele Sozialhilfeempfänger. Wir haben vom Personal her, wir müssen Synergien besser nutzen, wir müssen gewisse Abläufe überprüfen und vor allem auch habe ich festgestellt, schon 2013 vor allem mit den Jugendlichen, die keine Anschlusslösung haben nach dem 10. Schuljahr, nach der regulären Schule, dass wir dort eine Lösung finden. Und bin auch dann zum Stadtrat gegangen mit der Jobcoach, der sich dann speziell um die Jugendlichen kümmert, damit sie eine Lehrstelle finden, damit sie in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Und das war ein Pilotprojekt für 2 Jahre. Und letztes Jahr hat es eine Studie gegeben zu dem Jobcoach, eine Evaluation, ob sich das für Kreuzlingen rechnen würde, wenn wir den Jobcoach fix anstellen würden. Und die Evaluation hat ganz klar aufgezeigt, dass das etwas sehr Wichtiges ist, dass neben den Sozialarbeitern, die ziemlich viele Sozialhilfeklienten betreuen, die nicht so viel Zeit haben pro Klient, um wirklich die Integration in den Arbeitsmarkt zu machen, das nicht braucht. Und das ist jetzt auch bestätigt worden von der Überprüfung, von der Dossierüberprüfung und der Organisationsanalyse von meinem Departement, dass wir auch da auf dem richtigen Weg sind. Wie groß ist denn diesbezüglich das Departement? Wie viele Jobcoaches oder Mitarbeiter haben Sie denn da? Wir haben angefangen in der obersten Stelle mit dem Abteilungsleiter, der Basetto, dann Ressortleiterin, das ist Frau Christina Roos, und der Jobcoach, Frau Silvia Kraus, und dann noch 3 Sozialhilfearbeiter, also 2 Herren und eine Dame. Und die ganze Administration natürlich im Hintergrund. Ja, bezüglich Administration muss ich danach noch kurz zu sprechen kommen. Die Frau Kraus, die arbeitet 80% als Jobcoach und dann noch 20% macht sie noch nebenher Sozialberatung. Genau, sie macht noch, das ist für uns auch ganz wichtig, das ist auch gelobt worden, also als positiv empfunden worden in dem Dossier und Organisationsstrukturanalyse, dass wir leider halt nur 25%, für mich langt es im Moment noch nicht, dass wir eine Beratung anbieten. Wir wollen ja die Leute beraten, dass sie überhaupt nicht
das nicht so weit kommt, dass sie die Sozialhilfe müssen, dass sie, wenn sie Probleme haben mit den Finanzen, wenn sie ihr Leben nicht geregelt haben, wenn sie in Schulden sind, wenn sie wirklich nicht weiter wissen, dass sie bei der Frau Kraus mal eine Beratung haben können. Es gibt viele Leute, die kommen nicht aus mit ihrem Geld, dass sie mal eine Analyse macht, wo kann die betreffende Person noch Einsparungen machen. Und den Termin, den holt man sich im Schalter bei der Sozialhilfe. Also man muss mit der Frau Kraus einen Termin machen und dann macht sie die Beratung. Bezüglich des Entrees bei Ihnen im Salmannschen Haus hat sich auch einiges geändert. Ja. Ich glaube, seit Ende letzten Jahres haben Sie den Eingang völlig neu gestaltet. Wir sind über 1,5 Jahre fast, würde ich sagen, am Umorganisieren. Mein Büro ist jetzt Parterre, es ist nicht mehr unter Dach und wir haben vor allem im Eingang müssen auch aus Sicherheitsgründen, wir müssen wirklich etwas überlegen, weil es halt einfach zunehmend auch schwieriger geworden ist, Aggressivitäten gegen unsere Sozialarbeiter, gegen unser Departement. Und darum haben wir auch, wenn wir ja noch der Betreuungsdienst haben, gesetzlich, also Berufsbeistandschaften bei uns, haben wir die jetzt zusammengelegt als Schalter. Die arbeiten zusammen jetzt unten, gerade wenn man direkt hier kommt, arbeiten die zusammen zusammen in der Administration. Und das gibt natürlich auch vereinfachte Abläufe. Prima. Also ich habe mir das schon angeguckt bei unserem Vorgespräch. Genau. Sind wir ja da schon mal rein und Sie haben es auch gleich zu Beginn gesehen im kleinen Einspieler. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Kern, für diesen Besuch. Ich appelliere nochmal, füllen Sie diesen Fragebogen aus und Sie bleiben noch bitte ein bisschen dran, denn jetzt kommt der nächste Beitrag.